Fass sie nicht noch einmal an. Die Haushälterin hatte die Frau des Unternehmers angegriffen. Fass sie nicht noch einmal an. Lucianas Schrei erfüllte jeden Winkel der Zürcher Wohnung, als wären die Wände selbst erzittert. Fass sie nicht noch einmal an. Die Stimme war keine Bitte, es war ein Befehl. Sie kam mit einer Kraft aus ihrer Kehle, von der sie selbst nichts wusste, und hallte durch das Wohnzimmer mit den hohen Decken, während ihre gelben Handschuhe noch immer Wasser vom Wischmopp tropften, den sie gerade zu Boden fallen gelassen hatte. Isabela Fuentes lag auf dem Boden, nicht weil Luciana sie gestoßen hatte. Sie war von selbst zurückgewichen, überrascht von etwas, das sie in den Augen einer Hausangestellten nicht erwartet hatte. Würde, dieser Blick, der sagte, dass es eine Grenze gab und dass sie gerade überschritten hatte. Doña Amparo weinte still in ihrem Rollstuhl am Fenster. Ihre Hände lagen fest auf den Knien und die Tränen liefen ihr über das Gesicht, ohne dass sie eine Geste machte, um sie zu stoppen. Ihre Brille war beim vorherigen Gerangel zu Boden gefallen. Niemand hatte sie bisher aufgehoben. Rodrigo Castellanos kam zu spät. Er kam immer zu spät. Er öffnete die Tür mit dem Schlüssel, ohne zu wissen, was ihn erwarten würde, und blieb wie gelähmt auf der Schwelle stehen, die Hand noch am Knauf. Seine Augen scannten die Szene in Sekundenschnelle. Seine Frau auf dem Boden, seine Angestellte, die mit dem Finger auf sie zeigte, seine Mutter, die am Fenster weinte. Er sagte nichts, Luciana auch nicht, aber sie senkte den Finger nicht. Isabela war die Erste, die sprach, mit ihrer Stimme, die genau wusste, wie sie moduliert werden musste, um verletzt zu klingen. Rodrigo, diese Frau hat mich angegriffen. Ich will, dass du sie sofort entlässt. Rodrigo sah Luciana an. Luciana sah ihn an. In diesem Blickwechsel, der zu lange dauerte, lag etwas, nicht die Art von Pause, die es zwischen einem Chef und seiner Angestellten gibt, sondern etwas Älteres. Etwas, das Isabela nicht deuten konnte, das sie aber instinktiv beunruhigte. Was ist hier passiert? Fragte Rodrigo, und seine Stimme klang müde als wütend. Deine Mutter, sagte Luciana, und ihr Ton war nun anders, kälter, ruhiger, aber nicht weniger bestimmt. Deine Frau hat ihr den Anhänger, den sie seit 40 Jahren trägt und der deinem Vater gehörte, vom Hals gerissen. Sie hat ihn auf den Boden geworfen und ihr gesagt, sie solle aufhören zu weinen, weil sie die Atmosphäre vergifte. Die Stille, die folgte, war von anderer Art. Rodrigo sah nicht Isabela an, er sah seine Mutter an. Doña Amparo nickte kaum merklich mit geschlossenen Augen, als ob es sie mehr kostete, dies laut zu bestätigen, als sie ertragen konnte. Isabela stand mit studierter Eleganz auf. Sie wischte sich mit den Handflächen ihr Kleid ab. Sie übertreiben. Es war ein Unfall, und außerdem hat diese Angestellte kein Recht, mich in meinem eigenen Haus anzuschreien. Es ist das Haus deiner Mutter, sagte Luciana, ohne sich zu rühren. Luciana, sagte Rodrigo mit einer sanften Warnung in der Stimme. Ja, Herr Castellanos. Sie hob den Wischmopp vom Boden auf, stellte ihn ruhig an die Wand und bückte sich dann, um Doña Amparos Brille aufzuheben. Sie gab sie ihr vorsichtig zurück, hielt einen Moment ihre Hände. Ich bin für heute fertig. Wenn Sie mich brauchen, bin ich in der Küche. Sie ging ohne Eile, ohne Tränen, ohne Drama. Isabela folgte ihr mit den Augen, bis sie am Flur verschwand, und etwas in ihrem Ausdruck änderte sich. Es war keine Wut, was da war. Es war Kalkül. 6 Stunden später saß Luciana in dem kleinen Zimmer, das ihr am hinteren Teil der Wohnung zugewiesen war, mit geradem Rücken und den Füßen auf dem Boden, die Wand anstarrend. Sie bereute nichts. Das war es, was sie am meisten an sich selbst überraschte. In ihrem ganzen Leben hatte sie gelernt, dass Menschen, wie sie sich den Luxus des Nichtbereuens nicht leisten konnten, dass es Hierarchien gab und dass deren Überschreitung ihren Preis hatte. Aber diesmal nicht. Es gab etwas am Bild von Doña Amparo mit der Brille auf dem Boden und den zitternden Händen, das alle Dämme, die sie jahrelang aufgebaut hatte, zum Einsturz gebracht hatte. Ihr Telefon vibrierte. Eine Nachricht von ihrer Schwester Natalia aus Chur. Wie geht's? Alles gut? Luciana brauchte einen Moment, bevor sie antwortete. Ja, alles gut. Per Nachricht zu lügen war einfacher. Sie schaltete den Bildschirm aus und legte sich aufs Bett, die Decke anstarrend. Sie hörte Schritte auf dem Flur, Isabelas leise Stimme, die mit jemandem telefonierte, so leise, dass sie nicht verstehen konnte. Und dann Stille. Sie dachte an Rodrigo, an die Art, wie er sie angesehen hatte, als er hereinkam, nicht mit dem Blick eines Mannes, der seine Angestellte sieht, sondern mit dem Blick von jemandem, der etwas erkennt, das er nicht erkennen sollte. Erinnerte er sich oder projizierte sie einfach, was sie sehen wollte? 6 Monate lang hatte sie sich gesagt, sie sei wegen der Arbeit in dieses Haus gekommen, dass es Zufall war, dass es sein Haus war und dass das, was vor 3 Jahren passiert war, heute kein Gewicht mehr hatte. Aber die Wahrheit war, dass es Gewicht hatte. Es hatte es vom ersten Tag an gehabt, als sie durch diese Tür trat und ihn die Treppe herunterkommen sah, mit Krawatte,
auf sein Telefon blickend, ohne sie zu sehen. Sie hatte ihn gesehen und sich trotzdem entschieden zu bleiben. Was sie nicht einkalkuliert hatte, war Isabela. Im Wohnzimmer blieb Rodrigo allein mit seiner Mutter zurück, nachdem Isabela unter dem Vorwand von Kopfschmerzen ins Schlafzimmer gegangen war. Er setzte sich vor Doña Amparo und nahm ihre Hände. »Mama, sag nicht, dass ich übertreibe«, antwortete sie, bevor er fortfahren konnte. »Das wollte ich dir nicht sagen.« Doña Amparo sah ihn an. Mit ihren 74 Jahren, dem grauen Haar, das über die Schulter geflochten war, und der Brille wieder an ihrem Platz, war sie immer noch die klarsichtigste Frau, die Rodrigo in seinem Leben gekannt hatte. »Der Anhänger gehörte deinem Vater«, sagte sie. »Ich weiß, Mama. Mir ist der Anhänger egal, Rodrigo. Mir ist wichtig, dass diese Frau mich ansah, als wäre ich ein altes Möbelstück, das ihr am Weg steht.« Rodrigo antwortete nicht. »Luciana sieht mich an«, fuhr Doña Amparo leiser fort. »Dieses Mädchen hat etwas, das ich dir nicht erklären kann. Seit sie hier ist sie die einzige Person in diesem Haus, die mit mir spricht, als ob meine Gedanken noch wichtig wären. Du bist immer wichtig, Mama. Das sagst du.« Sie drückte seine Hand. Aber heute Nachmittag, als diese Frau mir die Brille herunterriss und mir sagte, ich solle aufhören zu weinen, war es Luciana, die sich dazwischen stellte. »Nicht du, nicht Esteban, sie.« Rodrigo senkte den Blick. »Ich muss mit Isabela reden.« »Du sagst seit 6 Monaten, dass du mit Isabela reden musst«, sagte seine Mutter sanft, aber gnadenlos. »Und die Sache wird nicht besser. Sie wird entweder besser oder schlechter, mein Sohn. Sie bleibt nicht gleich.« Rodrigo stand auf, ging zum Fenster und blickte auf die Stadt, die sich über den Uetli-Berg verdunkelte. »Was weißt du über Luciana, Mama? Hast du sie gefragt? Die Dinge, die man Menschen fragt, wenn sie einem wichtig sind?« »Ja.« Doña Amparo zögerte einen Moment. »Ich weiß, dass sie aus Chur kommt, dass sie eine Schwester hat, die etwas studiert hat, bevor das Leben ihre Pläne änderte.« Sie machte eine Pause. »Und ich weiß, dass etwas sehr kontrolliert klingt, wenn sie deinen Namen ausspricht.« Rodrigo drehte sich um. »Was meinst du?« Seine Mutter sah ihn mit der Ruhe an, die sie für schwierige Wahrheiten hatte. »Dass du es auch kontrollierst und dass ihr beide glaubt, der andere merkt es nicht.« Die Stille, die folgte, dauerte lange, und keiner von beiden unterbrach sie. Am ersten Tag, als ich vor 6 Monaten in dieses Haus kam, war Zürich regnerisch erwacht. Luciana Prado kam mit einem kleinen Rucksack Arbeitskleidung darin zusammengefaltet und einem Knoten I am Magen, der seit 3 Tagen festsaß und sich nicht auflösen wollte, an die Adresse, die ihr die Agentur gegeben hatte. Das Gebäude war eines von der Art, die sich nicht ankündigen müssen. Glasfassade, Pförtner in Uniform, saubere Straße, die Art von Ort, an dem man sofort versteht, dass es ungeschriebene Regeln gibt und man sie am besten schnell lernt. Sie meldete sich an der Rezeption, fuhr mit dem Aufzug hoch, klingelte an der Wohnungstür 1402. Eine Frau um die 40 mit glattem, dunklem Haar und Augen, die schnell taxierten, öffnete. Luciana Prado. »Ja, gnädige Frau. Ich bin Isabela, die Hausherrin. Kommen Sie herein.« Luciana trat ein. Die Wohnung war groß und hell, mit Fenstern, die auf die östlichen Berge blickten, und dem Lärm der Stadt unten, gedämpft durch das Glas. Alles war mit jener Präzision geordnet, die keine Sauberkeit, sondern Kontrolle ist, jede Sache an ihrem Platz, ohne Spur von Spontaneität. »Die Regeln sind einfach«, sagte Isabela vor ihr hergehend, ohne sie anzusehen. »Arbeitszeit von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, Montag bis Samstag. Sonntags frei, außer in Notfällen, kein Besuch am Haus. Keine Telefonbenutzung während der Arbeitszeit, außer in den Pausen. Die Zimmer am Obergeschoss werden nicht berührt, es sei denn, ich weise sie an.« Luciana notierte am Kopf. Sie nickte. »Haben Sie Erfahrung mit älteren Menschen im Rollstuhl?« »Ja, ich habe meine Großmutter 4 Jahre lang gepflegt.« Isabela hielt inne und sah sie zum ersten Mal mit etwas Ähnlichem wie Aufmerksamkeit an. »Die Mutter meines Mannes lebt hier bei uns. Sie ist selbstständig, braucht aber in bestimmten Dingen Hilfe. Ihr Zimmer ist am linken Flügel. Sie frühstückt gerne um 8 Uhr. Sie lässt sich dienstags und donnerstags gerne die Zeitung vorlesen. Sie mag ihren Kaffee ohne Zucker, eine Pause. Sie mag es nicht, wie eine Invalide behandelt zu werden.« »Verstanden. Haben Sie noch weitere Fragen? Hat der Herr des Hauses besondere Anweisungen?« Isabela hob eine Augenbraue ganz leicht. »Mein Mann arbeitet viel. Normalerweise ist er nicht da. Wenn er da ist, stört er nicht.« Sie sagte es mit einer Natürlichkeit, die fast eine Nachlässigkeit war, als ob sie einen Gegenstand aus dem Inventar beschrieb. »Noch etwas?« »Nein, gnädige Frau.« »Gut, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer.« Doña Amparo war wach, als Luciana eine halbe Stunde nach ihrer Ankunft zum ersten Mal an ihre Tür klopfte. »Herrin!« Es war eine kleine Frau, aber mit voller Präsenz, im Rollstuhl am Fenster sitzend, mit einem aufgeschlagenen Buch auf den Knien und der Brille auf der Nasenspitze,
blickte sie mit der Ruhe von jemandem auf, der sich nicht anstrengen muss, um den Raum zu füllen, in dem er sich befindet. »Sie müssen die Neue sein«, sagte sie. »Ja, gnädige Frau. Luciana Prado. Sehr erfreut. Amparo Castellanos.« Sie streckte die Hand aus, nicht den Handrücken zum Küssen. Die ganze Hand. Fest. »Woher kommen Sie?« »Aus Chur, gnädige Frau.« »Und was machen Sie in Zürich?« »Ich arbeite, gnädige Frau.« Doña Amparo sah sie einen Moment über ihre Brille an. »Das weiß ich bereits. Ich frage Sie, was Sie hierher gebracht hat.« Luciana antwortete nicht sofort, nicht weil sie die Antwort nicht wusste, sondern weil die wahre Antwort zu lang und zu kompliziert für den ersten Tag war. »Ich brauchte eine Veränderung«, sagte sie schließlich. Doña Amparo nickte, als ob das für den Moment genügen würde. »Können Sie Schach spielen?« »Das Nötigste.« »Gut, den Rest bringe ich Ihnen bei. Können Sie laut vorlesen, ohne zu langweilen?« »Ich glaube schon, das werden wir später überprüfen.« Sie schloss das Buch und legte es auf den Tisch. »Haben Sie Kaffee bekommen?« »Nein, gnädige Frau.« »Dann gehen Sie in die Küche und holen Sie 2 Tassen, meine ohne Zucker, Ihre wie Sie wollen, und setzen Sie sich hierher.« Sie zeigte auf den Stuhl vor sich. Der Flur ist zu lang, um mit unwichtigen Dingen hin und her zu laufen. Luciana ging in die Küche und kam mit 2 Tassen zurück. Sie setzte sich vor Doña Amparo und zum ersten Mal seit Wochen lockerte sich der Knoten in ihrem Magen ein wenig. Rodrigo Castellanos kam an diesem Abend um 9 Uhr an. Luciana räumte gerade die Küche auf, als sie die Haustür hörte. Sie schaute in den Flur und sah ihn vorbeigehen. Dunkler Anzug, lockere Krawatte, das Telefon in der Hand, groß gewachsen mit dieser Art von Müdigkeit, die nicht körperlich ist, sondern von Entscheidungen herrührt. Er sah sie nicht. Luciana blieb still, bis er die Treppe hinaufging und verschwand. Sie atmete. 6 Monate lang hatte sie sich auf diesen Moment vorbereitet, sich gesagt, dass alles anders sein würde, wenn sie ihn persönlich sähe, dass die Zeit vergisst, dass Menschen sich ändern, dass sie sich auch geändert hatte. Und es stimmte, dass sie sich geändert hatte, aber was sie nicht einkalkuliert hatte, war, dass er genau derselbe geblieben war, dasselbe Profil, dieselben leicht nach vorne fallenden Schultern, wenn er über etwas nachdachte, dieselbe Art nicht zu sehen, was direkt neben ihm war, weil er zu sehr nach vorne blickte. Vor 3 Jahren hatte ihr das faszinierend gewirkt. Jetzt schien es eine Warnung zu sein. Die erste Woche verlief ereignislos. Luciana lernte die Abläufe des Hauses schnell. Sie erfuhr, dass Doña Amparo allein frühstückte und die Zeitung von hinten nach vorne las, beginnend mit dem Kulturteil. Sie erfuhr, dass Isabela jeden Tag um 10 Uhr morgens ausging und gegen 1 Uhr zurückkam, manchmal mit Taschen, manchmal ohne, immer mit derselben undurchdringlichen Stille. Sie erfuhr, dass Rodrigo verschwand, bevor sie den Morgenkaffee fertig serviert hatte, und zurückkam, nachdem sie das letzte Licht ausgeschaltet hatte. Sie erfuhr auch, dass zwischen Isabela und Doña Amparo eine Distanz bestand, die nicht nur physisch war. Das erste Mal, als sie es bemerkte, war am Mittwoch. Doña Amparo hatte darum gebeten, ein altes Familienfoto auf ihren Nachttisch zu stellen. Ein Foto, auf dem sie mit ihrem Mann und einem jungen Rodrigo von etwa 12 Jahren bei einem Ausflug an die Küste zu sehen waren. Luciana stellte es vorsichtig auf. Als Isabela an diesem Nachmittag ins Zimmer kam, um einige Blumen abzulegen, die sie gekauft hatte, sah sie das Foto eine Sekunde lang an und sagte dann mit der sanftesten Stimme der Welt, was für Zeiten waren das, als die Dinge einfacher waren. Sie sagte es, ohne Doña Amparo anzusehen, ohne eine Antwort zu erwarten, und ging. Doña Amparo wartete, bis die Schritte sich entfernten, und sah dann Luciana mit einer Ruhe an, die ausdrucksvoller war als jeder Kommentar. »Verstehen Sie, warum ich Sie nicht ausstehen kann?« sagte sie einfach. Luciana antwortete nicht, aber sie verstand. Am Donnerstag dieser ersten Woche sah Rodrigo Castellanos sie zum ersten Mal, oder genauer gesagt, er sah sie zum ersten Mal, seit sie in seinem Haus zu arbeiten begonnen hatte. Es war früh am Morgen in der Küche, bevor jemand anderes aufgestanden war. Luciana bereitete gerade Doña Amparos Frühstück zu, als er in der Tür erschien, noch am Schlafanzug, die Haare unfrisiert, mit dem Blick nach Kaffee suchend, noch bevor er ein Licht anmachte. »Guten Morgen«, sagte Luciana, ohne sich umzudrehen. Er hielt inne. »Guten Morgen.« »Eine Pause. Ich habe Sie vorher noch nicht gesehen. Ich bin seit einer Woche hier, Herr Castellanos.« »Ah«, er lehnte sich an den Türrahmen. »Wie heißen Sie?« »Luciana.« Eine weitere Stille. Sie schnitt weiterhin Obst, ohne sich umzudrehen. Er goss schweigend Kaffee ein. »Versteht sich meine Mutter gut mit Ihnen?« fragte er von hinten. »Sehr gut. Sie ist eine großartige Dame.« »Ja«, sagte er mit etwas in der Stimme, das Stolz und Schuld zugleich war. »Das ist sie.« Er ging mit dem Kaffee in der Hand, ohne etwas weiteres zu sagen. Luciana drehte sich erst um, als sie seine Schritte sich entfernen hörte. Dann schloss sie für eine Sekunde die Augen. Nur eine.
denn Rodrigo Castellanos hatte sie nicht erkannt. Und das war genau das, was sie einkalkuliert hatte, was geschehen musste, damit sie bleiben konnte, aber die Bestätigung tat trotzdem weh. An diesem Abend holte Luciana in ihrem Zimmer ein 4-mal gefaltetes Blatt aus ihrem Rucksack, das sie so oft gefaltet und entfaltet hatte, dass die Falten es fast zerrissen. Es war die Notiz, die er ihr vor 3 Jahren hinterlassen hatte. Eine kurze, handschriftliche Notiz, ohne Unterschrift, nur 4 Zeilen. Sie las sie nicht. Sie kannte sie bereits auswendig. Sie faltete sie wieder zusammen, legte sie zurück und sagte sich zum letzten Mal, dass sie wegen der Arbeit hier war, nur wegen der Arbeit, dass das, was vorher passiert war, nicht existierte, dass sie neu war, dass er ein anderer war, dass diese Geschichte hier von vorne begann, ohne Vergangenheit. Sie schaltete das Licht aus, und in der Dunkelheit des Zimmers wusste Luciana Prado mit absoluter Gewissheit, dass sie sich selbst belog. Was Isabela wusste: Die Entdeckung war nicht dramatisch, sie war schlimmer, sie war zufällig. Isabela Fuentes war nicht die Art von Frau, die nach Problemen suchte, wo keine waren. Sie war die Art von Frau, die nützliche Informationen stillschweigend sammelte und in Ruhe entschied, wie sie einsetzen wollte. Es war ein Dienstagmorgen, 3 Wochen nachdem Luciana ins Haus gekommen war. Isabela hatte ihr Telefon in der Küche vergessen und kehrte zurück, um es vor dem Weggehen zu holen. Luciana war nicht da, aber ihr Rucksack lag offen auf dem Stuhl, und daraus ragte die Ecke eines gefalteten Papiers mit einer Schrift, die Isabela erkannte. Es war nicht Lucianas Schrift, es war Rodrigos Schrift. Isabela berührte das Papier nicht. Sie brauchte es nicht. Es genügte ihr, die Striche dieses charakteristischen Großbuchstabens H, den Haken des L, zu sehen, um zu wissen, dass das, was sie vor sich hatte, etwas war, das nicht in den Rucksack ihrer Haushälterin gehörte. Sie hörte Schritte auf dem Flur, nahm das Telefon vom Tresen und ging, bevor Luciana zurückkam, aber sie hatte bereits, was sie brauchte. An diesem Nachmittag begann Isabela zu suchen, nicht auf offensichtliche Weise. Isabela tat nie etwas auf offensichtliche Weise. Sie begann mit dem Einfachen. Lucianas vollständiger Name stand im Vertrag, den sie mit der Agentur unterschrieben hatte. Luciana Prado Reyes, Chur, 26 Jahre. Sie suchte in den sozialen Medien. Sie fand ein fast leeres Profil ohne aktuelle Fotos, mit dem letzten Beitrag vor 2 Jahren. Ein Mädchen, das sich aus der digitalen Welt zurückgezogen hatte oder nie viel Präsenz darin gehabt hatte. Sie suchte weiter und in einer privaten Gruppe ehemaliger Studenten einer Universität in Chur fand sie, was sie nicht erwartet hatte. Ein Foto von vor 4 Jahren, eine kleine, informelle Abschlussfeier eines Weiterbildungskurses in Literatur und kreativem Schreiben. 12 lächelnde Personen mit Zertifikaten in der Hand. Luciana Prado war in der Mitte des Fotos und neben ihr, mit der Hand auf ihrer Schulter und einem Lächeln, das Isabela sehr gut kannte, stand Rodrigo Castellanos. Isabela schloss den Bildschirm ihres Telefons. Sie blieb 12 Minuten lang am Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums sitzen, ohne sich zu bewegen. Rodrigo hatte diese Frau nie erwähnt, hatte ihren Namen nie genannt, und doch waren sie beide auf einem Foto von vor 4 Jahren mit jener körperlichen Nähe, die man nicht mit einem Fremden hat. Der Kurs hatte 3 Monate gedauert. Isabela suchte danach. Rodrigo hatte eine seltsame Phase durchgemacht. Kurz nach dem Ende seiner ersten Ehe, als er noch nicht der Unternehmer war, der er jetzt war. Er hatte seltsame Kurse besucht, Dinge getan, die nicht zu dem Mann passten, den sie heiraten wollte. Wie lange hatte das gedauert, was auch immer zwischen ihnen passiert war? Wie tief war es gegangen? Und warum war Luciana Prado genau jetzt in ihrem Haus aufgetaucht? Isabela glaubte nicht an Zufälle, sie hatte nie daran geglaubt. Von diesem Tag an änderte sich Isabela. Nicht abrupt, das wäre ungeschickt gewesen. Sie tat es auf die Art, die sie kannte, graduell, chirurgisch, ohne dass jemand einen genauen Moment hätte benennen können, an dem die Dinge schlecht wurden. Mit Luciana begann sie auf eine Weise anspruchsvoll zu werden, die nicht zu beanstanden war. Der Terrassenboden hat Flecken. Gehen Sie noch einmal drüber. Die Kleidung von Frau Amparo riecht nach Weichspüler. Sie mag den Geruch von Weichspüler nicht. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Heute essen wir nicht hier zu Mittag. Sie können sich also die Zeit nehmen, die Badezimmer am Obergeschoss zu putzen. Alle. Jede Anweisung kam mit einer vollkommen neutralen Stimme. Ohne offensichtliche Härte, nur Arbeit, nur Anspruch. Die Art von Druck, die keine Spuren hinterlässt, aber Gewicht ansammelt. Luciana gehorchte ohne Klage, ohne Kommentar, aber Doña Amparo beobachtete. Die alte Dame hatte diese Fähigkeit älterer Menschen, die genug erlebt haben, um das zu sehen, was am Raum zwischen den Worten geschieht. Sie sah, wie Isabella Luciana die schwersten Aufgaben übertrug, gerade als sie sich hingesetzt hatte. Sie sah, wie sie ihr doppeldeutige Fragen stellte als Gespräch getarnt. Eines Mittwochs,
Als Luciana ihr die Zeitung vorlas, unterbrach Doña Amparo sie. »Was haben Sie Isabela angetan?« Luciana blickte von der Zeitung auf. »Verzeihung, lassen Sie mich die Frage nicht wiederholen.« Luciana legte die Zeitung langsam nieder. »Nichts, gnädige Frau, das stimmt nicht.« Doña Amparo sah sie mit ihrer Gelassenheit an, die schärfer war als jedes Verhör. »Isabela ist keine Frau, die aus Spaß stört. Wenn sie Schaden anrichtet, dann weil sie etwas will oder weil sie Angst vor etwas hat. Welches von beiden trifft auf sie zu?« Luciana antwortete nicht sofort. »Ich weiß es nicht, gnädige Frau Amparo.« »Doch, das wissen Sie.« Die Stille zwischen ihnen dauerte lange genug, damit beide verstanden, dass es eine Wahrheit gab, die keine von beiden noch aussprechen würde. »Lesen Sie weiter«, sagte Doña Amparo schließlich, und Luciana las weiter. Was Isabela nicht einkalkuliert hatte, war, dass Druck auch Reaktionen hervorruft. 3 Wochen, nachdem sie mit ihren Forderungen begonnen hatte, sagte sie Luciana, sie solle Rodrigos Arbeitszimmer reinigen, den Raum, der ihr bis dahin unzugänglich gewesen war. »Kleiderschrank, hohe Regale, alles«, sagte Isabela. »Rodrigo hat am Freitag hier ein Meeting und ich möchte, dass es makellos ist.« Luciana betrat das Arbeitszimmer mit dem Reinigungswagen. Es war ein Raum, der nach Papier roch und nach jener Art von geordneter Unordnung, die Männer haben, die viel arbeiten. Markierte Bücher, Ordner in einer gewissen Logik gestapelt, eine Tafel mit halb gelöschten Skizzen, an der Wand mehrere gerahmte Auszeichnungen, Fotos von gebauten Werken. Die Entwicklung eines Mannes, der durch Arbeit erreicht hatte, wo er war. Luciana putzte vorsichtig, ohne etwas zu berühren, was nicht nötig war. Als sie das höchste Regal putzte, sah sie es. Zwischen einem Architekturbuch und einer Aktenkiste lag ein ungeöffneter Umschlag, ohne Absender, mit ihrem handschriftlichen Namen auf der Vorderseite, Luciana Prado. Die Schrift war dieselbe wie die der Notiz I am Rucksack. Dieselbe Schrift wie die von Rodrigo. Luciana nahm den Umschlag mit Händen herunter, die nicht zitterten, weil sie sich dazu zwang, nicht zu zittern. Sie sah ihn an. Er war alt. Das Papier war an den Rändern leicht vergilbt. Er lag schon lange dort. Wie lange? Von vor ihrer Ankunft? Oder hatte er ihn später hingelegt? Sie hörte Schritte auf dem Korridor, die von Isabela, die diese Art hatte, auf den Fersen zu gehen, die Luciana schon von Weitem erkannte. Sie steckte den Umschlag schnell in die Schürzentasche, putzte weiter. Isabela öffnete die Tür. »Wie geht's?« »Gut, gnädige Frau. Ich bin fast fertig.« Isabela scannte den Raum mit ihrem Blick. Ihre Augen verweilten eine Sekunde auf dem hohen Regal. Dann sah sie an. »Gut«, sagte sie. »Es muss perfekt sein.« Und ging. An diesem Abend, in ihrem Zimmer eingeschlossen, öffnete Luciana den Umschlag. Darin befand sich ein einziges, beidseitig beschriebenes Blatt. Rodrigos Schrift, nervöser als sonst, als hätte er sie eilig oder mit zittrigen Händen geschrieben, begann ohne Gruß. »Ich weiß, du musst das nicht lesen. Ich weiß, ich habe kein Recht, dir nach dem, was passiert ist, zu schreiben. Aber es gibt etwas, das du wissen musstest und das ich mich nicht getraut habe, dir persönlich zu sagen.« Luciana las den ganzen Brief 2-mal. Als sie fertig war, faltete sie ihn sorgfältig zusammen und legte ihn zusammen mit der ersten Notiz tief in ihren Rucksack, wo sie auch die Dinge aufbewahrt hatte, die sie nicht wegwerfen konnte, obwohl sie wusste, dass sie zu tragen ihren Preis hatte. Sie schaltete das Licht aus und zum ersten Mal, seit sie in diesem Haus war, weinte Luciana. Nicht viel, nicht laut, nur genug, damit das Gewicht von 3 Jahren einen Weg nach draußen finden konnte. Das Geheimnis, das sie allein trug. Vor 3 Jahren war Rodrigo Castellanos nicht der Mann, der er heute ist. Er war in seinen Manieren jünger, obwohl er dasselbe Alter hatte. Er war aus einer 4-jährigen Ehe gekommen, die ohne Skandal und ohne Liebe zerbrach, wie Dinge zerbrechen, die nie richtig zusammengeklebt waren. Seine Firma existierte, aber sie war klein, und er hatte noch diesen Hunger, der nicht Ehrgeiz ist, sondern das Bedürfnis, sich selbst etwas zu beweisen. Der Kurs für kreatives Schreiben war die Idee eines Freundes, eines Psychologen, der ihm gesagt hatte, er müsse etwas mit seinen Händen tun, das nicht das Unterschreiben von Verträgen war. Rodrigo ging die erste Nacht mit der Einstellung eines Menschen hin, der eine Formalität erledigt. Luciana kam an diesem ersten Abend zu spät. Sie betrat den Raum, während der Kursleiter bereits sprach. Sie setzte sich auf den einzigen freien Stuhl und holte ein Notizbuch heraus, in dem bereits Seiten beschrieben waren. Rodrigo bemerkte es, weil es das meistgenutzte Notizbuch aller I am Raum war. Sie sprachen an diesem Abend nicht miteinander. In der 2. Woche teilte der Kursleiter sie in Paare auf, um das Geschriebene zu überprüfen. Rodrigo und Luciana wurden zusammen eingeteilt. Sie las seinen Text. Es war ein unbeholfenes Fragment über eine Baustelle von innen gesehen, voller technischer Daten, die als Metaphern getarnt waren. Luciana hörte ihm beim Lesen zu, und als er fertig war, sagte sie zu ihm,
Sie beschreiben nicht die Baustelle. Sie beschreiben, wie Sie sich darin fühlen. Rodrigo sah sie an. Wie meinen Sie? Alles, was Sie geschrieben haben, handelt von Kontrolle, vom Messen, davon, dass jede Sache an ihrem Platz sein muss, damit das Gebäude nicht einstürzt. Sie schloss sein Notizbuch und gab es ihm zurück. Das ist kein Text über Bauen, das ist ein Text über Angst. Das hatte ihm seit langem niemand mehr gesagt, vielleicht noch nie. Während der nächsten 8 Wochen sahen sie sich jeden Dienstag. Zuerst sprachen sie nur über die Texte. Später blieben sie nach dem Unterricht noch eine Weile am Café unten, mit dem Kaffee, der den Abend beendete. Und in diesen Gesprächen erfuhr Rodrigo, wer Luciana Prado war. Sie kam aus einer Familie ohne Geld, aber mit Büchern. Ihre Mutter nähte und ihr Vater war Lastwagenfahrer. Sie hatte Literatur an der öffentlichen Universität studiert, musste aber nach 2 Jahren abbrechen, als ihre Mutter krank wurde. Sie fand Arbeit, wo sie konnte. Kassiererin, Empfangsdame, Bürokraft. Den Schreibkurs hatte sie in 3 Raten bezahlt. Was sie ihm nie erzählte, was Rodrigo erst viel später erfuhr, war, was sie unter all dem verbarg. Was Luciana hatte, war ein Sohn, ein 7 Monate altes Baby namens Samuel, das bei Lucianas Schwester in Chur lebte, während sie in Zürich arbeitete, um Geld zu schicken. Ein Sohn, von dem niemand in diesem Haus wusste, dass er existierte, von dem niemand in Zürich wusste, dass er existierte. Denn Luciana hatte gelernt, dass, wenn man eine alleinstehende, arme Frau mit einem Kind ist, sich Türen schließen, an die man anklopfen könnte. Samuel war das Geheimnis, das sie allein trug. Der Vater war verschwunden, bevor Luciana wusste, dass sie schwanger war, ohne Drama, ohne Gewalt. Eines Tages beantwortete er einfach das Telefon nicht mehr, und sie verstand, dass er die Art von Person war, die verschwindet, wenn die Dinge kompliziert werden. Luciana hatte beschlossen, dass dies sie nicht definieren würde, dass Samuel nicht aufwachsen würde, wissend, dass sein Vater sich entschieden hatte, nicht da zu sein, sondern dass er aufwachsen würde, wissend, dass seine Mutter sich immer entschieden hatte zu bleiben, selbst wenn es sie alles kostete. Mit Rodrigo war das, was geschah, nicht geplant. Es geschah in der 10. Woche des Kurses, einem Dienstag am November, als Zürich auf jene Weise regnete, wie es nur in Zürich regnet, als hätte der Himmel entschieden, dass genug von halben Sachen war. Sie waren länger als gewöhnlich am Café geblieben und sprachen über nichts Konkretes, auf die Art und Weise, wie Menschen sprechen, die bereits genug voneinander wissen, um keine Gesprächsthemen mehr zu brauchen. Rodrigo erzählte ihr, dass seine Firma einen großen Sprung machen würde, einen kantonalen Vertrag, der alles ändern könnte. Sie hörte ihm zu und fragte ihn, ob das sei, was er wollte oder was er beweisen musste. Rodrigo schwieg einen Moment. Beides, sagte er schließlich ehrlich. Das ist gut, sagte Luciana. Solange du weißt, was ist. Draußen regnete es noch. Drinnen schloss der Laden und der Kellner gab ihnen einen diskreten Hinweis. Sie gingen zusammen unter Lucianas Regenschirm, weil Rodrigo keinen hatte. Sie gingen langsam, obwohl beide einen Ort hatten, an den sie gehen mussten. An der Ecke, an der sie sich trennen sollten, blieben sie stehen. Und es war Rodrigo, der sie auf jene Weise ansah, die keiner Erklärung bedarf. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, sagte Luciana. Nein, stimmte er zu, aber keiner von beiden bewegte sich. Was danach geschah, war kurz und war real. Es war keine Geschichte. Es war nicht der Beginn von etwas, das man so nennen könnte. Es war eine Nacht, 2 Menschen und die Ehrlichkeit zu wissen, dass das, was da war, echt war, auch wenn es keinen Namen oder eine klare Zukunft hatte. In der folgenden Woche kam Rodrigo nicht zum Kurs. Auch die Woche danach nicht. Luciana wartete noch 2 Dienstage. Dann hörte sie auf zu warten. Was sie später erfuhr sie zufällig vom Kursleiter. Einen Monat später hatte Rodrigo den kantonalen Vertrag erhalten. Seine Firma hatte den Sprung geschafft. Er arbeitete 15 Stunden am Tag. Er war in den Zürichberg gezogen. Der Kursleiter sagte es mit Bewunderung. Luciana nickte und fragte nichts weiter. Was sie nicht wusste, was ihr nie gesagt wurde, war, dass Rodrigo versucht hatte, sie zu kontaktieren, dass er sie gesucht hatte, dass er eine Notiz an die Adresse der Akademie geschickt hatte, weil er ihre Nummer nicht hatte, dass er dann einen Brief geschrieben hatte, den er aufbewahrte, weil er ihn nicht abschicken konnte. Das erfuhr Luciana 3 Jahre später, in der Nacht, als sie den Umschlag aus dem Arbeitszimmer öffnete. Und da war das schwerste Geheimnis, nicht das von Samuel, sondern das Wissen, dass Rodrigo sie gesucht hatte und sie es nie wusste, dass die Dinge nicht durch seine Entscheidung geendet hatten, sondern durch einen Fehler, durch eine Kette kleiner Dinge, die jeder falsch interpretiert hatte, ohne es wissen zu können. 3 verlorene Jahre. Samuel war jetzt 2 Jahre und 10 Monate alt. Luciana rief ihn jeden Abend leise aus ihrem Zimmer an, wenn das Haus schlief. Ihre Schwester Natalia hielt das Telefon an das Ohr des Kindes. Und er sagte, »Mama,
Mit dieser Stimme, die noch keine Sätze bilden konnte, aber schon feste Meinungen zu allem hatte. »Mama, komm bald, mein Liebling bald.« Das war es, was sie ihm immer sagte. Und es war immer ein Versprechen, das von Dingen abhing, die Luciana nicht ganz kontrollierte. Sie war wegen der Arbeit nach Zürich gekommen. Ja, das stimmte. Sie brauchte das Geld für Natalias Miete, für Windeln, für den Arzt, für die Dinge, die Geld kosten und nicht aufhören zu kosten. Aber sie war auch gekommen, weil ein Teil von ihr, der Teil, der keiner Logik gehorchte, wissen wollte, was wirklich passiert war. Sie wollte sehen, ob das, was sie in jener regnerischen Nacht gefühlt hatte, real gewesen war oder ob die Erinnerung es idealisiert und zur Lüge gemacht hatte. Und jetzt, da sie es wusste, da sie den Brief gelesen hatte, war sie verlorener als zuvor, denn der Brief bestätigte es. Denn Rodrigo war nicht aus freier Wahl verschwunden und Rodrigo Castellanos war jetzt mit einer anderen Frau verheiratet und diese Frau wusste bereits etwas. Und Luciana konnte es in jedem zusätzlichen Auftrag spüren, in jedem kalkulierten Blick, in jeder Anweisung, die etwas schwerer als die vorherige war. Isabela wusste, nicht alles, aber genug. Und das bedeutete, dass die Zeit, die Luciana hatte, um zu entscheiden, was sie mit der Wahrheit, die sie trug, tun sollte, immer kürzer wurde. Samuel sprach jeden Abend ihren Namen mit der absoluten Gewissheit von Kindern, die noch nicht wissen, dass die Welt scheitern kann. Und Luciana, am anderen Ende des Telefons, antwortete ihm mit derselben Gewissheit, auch wenn es sie kostete, sie aufrechtzuerhalten. »Ich bin hier, mein Liebling. Ich bin hier.« Die Risse der Ehe. Esteban Peña war seit 12 Jahren der Vertrauensanwalt von Rodrigo Castellanos. Er hatte ihn kennengelernt, als Rodrigo ein mittelgroßer Bauunternehmer mit großen Träumen und vernünftigen Schulden war. Und er hatte den Aufstieg von innen gesehen, mit der privilegierten und manchmal unbequemen Perspektive dessen, der zu viel weiß. Er kam an einem Donnerstag um 7 Uhr abends mit einer Mappe unter dem Arm und diesem Ausdruck eines Mannes, der etwas zu sagen hat und abwägt, wie er es sagen soll. Rodrigo empfing ihn am Arbeitszimmer. Luciana stellte Kaffee hin und zog sich zurück, ohne dass jemand sie darum bat. Sie hatte diese Fähigkeit, Räume zu lesen. Esteban wartete, bis die Tür geschlossen war. »Wer ist diese Frau?« fragte er. »Die Angestellte. Sie ist seit 2 Monaten hier. Von welcher Agentur?« Rodrigo sah ihn verwundert an. »Warum?« »Weil Isabela mich letzte Woche angerufen hat, um zu fragen, ob es möglich sei, die Arbeitsgeschichte einer Hausangestellten außerhalb der normalen Kanäle zu ermitteln.« Esteban legte die Mappe auf den Schreibtisch und sagte, und als ich sie fragte, wen nannte sie diesen Namen? Luciana Prado. Die Stille, die folgte, war kurz, aber dicht. »Was hast du geantwortet? Dass das nicht mein Bereich sei und dass es keine gute Idee sei.« Esteban lehnte sich in den Stuhl. »Rodrigo, was passiert in diesem Haus? Nichts, was ich nicht handhaben kann. Das Gleiche hast du mir vor 2 Jahren gesagt, als du den Ehevertrag unterschrieben hast, ohne die gesamte Güterstandsklausel zu lesen.« Rodrigo presste die Kiefer zusammen. »Esteban, ich sage es dir, weil es meine Aufgabe ist, es dir zu sagen. Isabela verhält sich seit Wochen auf eine Weise, die ich nicht verstehe. Sie hat mich nach Informationen über ungewöhnliche Konten gefragt. Sie hat einen Notar konsultiert, der nicht ich bin, und jetzt will sie deine Angestellte untersuchen. Das ist keine Frau, die in ihrer Ehe ruhig ist. Das ist eine Frau, die etwas aufbaut.« Rodrigo stand auf, ging zum Fenster. Die Uetliberg waren in dieser Nacht von tiefen Wolken bedeckt. Welche Art von Konten? Die Stiftungen, die wir vor 3 Jahren eingerichtet haben. Die Vermögenswerte des Unternehmens vor der Fusion enthalten. Diese Konten laufen auf meinen Namen. Ja, aber im Ehevertrag gibt es eine Klausel über die Beteiligung an während der Ehe angesammelten Gewinnen, die du unterschrieben hast, ohne dass ich sie vorher überprüft habe. Esteban öffnete die Mappe. Wenn jemand mit einem guten Anwalt beschließt, sie auf eine bestimmte Weise zu interpretieren, gibt es ein Argument, um eine Beteiligung am Wert der letzten 18 Monate zu beanspruchen. Rodrigo drehte sich um. »Sagst du mir, dass Isabela einen Ausstieg vorbereitet?« »Ich sage dir, dass jemand Fragen stellt, die nur Sinn ergeben, wenn man einen Ausstieg plant.« Eine Pause. »Ich sage dir nicht, dass sie es ist. Ich sage dir, dass du die Augen öffnen sollst.« Rodrigo schlief in dieser Nacht nicht gut, nicht weil Estebans Informationen ihn zerstört hätten, sondern weil sie passten. Sie passten zu kleinen Dingen, die er monatelang ignoriert hatte, weil es bequemer war, sie zu ignorieren, als sie direkt anzusehen. Die Art, wie Isabela über das Haus sprach, als wäre es ein Projekt, die Art, wie sie bestimmte Themen mit zu viel geübter Flüssigkeit vermied, die Tatsache, dass sie in 18 Monaten Ehe nie den Wunsch nach Kindern, langfristige Pläne oder irgendetwas, das eine konkrete gemeinsame Zukunft implizierte, erwähnt hatte. Rodrigo hatte das als Unabhängigkeit interpretiert, als eine moderne Frau, die nicht alles definieren musste. Jetzt fragte er sich, ob es Naivität gewesen war,
Um 2 Uhr morgens stand er auf, um Wasser zu holen. Die Küche war dunkel. Das Licht vom Flur reichte kaum aus, um zu sehen, wohin er seine Füße setzte. Luciana saß am Küchentisch, tat nichts, saß einfach nur da, die Hände um eine Tasse, die schon kalt sein musste, und blickte aus dem Fenster auf den Innenhof des Gebäudes. Rodrigo blieb am Eingang stehen. »Können Sie nicht schlafen?« fragte er leise, um niemanden zu wecken. Luciana sah ihn in der Dämmerung an, ohne Arbeitsuniform, mit offenen Haaren und einem Ausdruck, der noch keine Zeit gehabt hatte, sich in Deckung zu begeben. Sie wirkte jünger und realer als zu jedem anderen Zeitpunkt, seit sie gekommen war. »Manchmal nicht«, sagte sie. Rodrigo goss Wasser ein. Er zögerte. Er setzte sich auf die andere Seite des Tisches. Sie schwiegen einen Moment. Beide blickten auf dasselbe Fenster, auf dessen anderer Seite nichts Interessantes war. »Haben Sie Familie in Chur?« fragte er, und er wusste nicht genau, warum er das fragte. »Eine Schwester. Sie vermisst sie immer.« Eine weitere Stille, angenehmer als die vorherige. »Wie lange arbeiten Sie schon so?« fragte Rodrigo. »Seit ich 22 bin, mit Unterbrechungen. Was haben Sie vorher studiert?« Luciana sah ihn an. Es war eine unschuldige Frage mit jener Natürlichkeit von Gesprächen in den frühen Morgenstunden gestellt, wenn Menschen Dinge fragen, die sie am Tag nicht fragen würden. Aber für sie war sie nicht unschuldig. Es war der Rand eines Territoriums, das sie nicht betreten durfte. »Dinge«, sagte sie einfach. Rodrigo nickte. Er bestand nicht darauf. »Meine Mutter sagt, Sie sind die beste Person, die seit Jahren in dieses Haus gekommen ist.« Luciana antwortete nicht sofort. »Ihre Mutter ist sehr großzügig.« »Meine Mutter ist nicht großzügig. Sie ist präzise.« Rodrigo stellte das Glas auf den Tisch. Wenn sie so etwas sagt, dann meint sie es auch wirklich. Die Stille, die folgte, hatte ein anderes Gewicht. Beide spürten es. Beide entschieden sich, es nicht zu benennen. Rodrigo stand auf. »Gute Nacht, Luciana. Gute Nacht, Herr Castellanos.« Er war bereits gegangen, als sie noch einmal sprach, fast ungewollt, der Umschlag aus dem Arbeitszimmer. Rodrigo hielt ihr den Rücken zu. »Ich habe ihn beim Putzen gefunden. Ich habe ihn in die linke Schublade des Schreibtisches gelegt.« Eine sehr kurze Pause. »Ich habe ihn nicht geöffnet.« Es war eine Lüge. Beide wussten es. Rodrigo drehte sich nicht um. »Danke«, sagte er und ging weiter. Isabela sah sie vom Flur aus. Sie war nicht aufgestanden, um Wasser zu holen. Sie hatte Schritte gehört und war nachsehen gegangen. Und jetzt stand sie am Schatten des Korridors, weit genug entfernt, um nicht gesehen zu werden, nah genug, um fast alles gehört zu haben. Sie hörte nicht die genauen Worte, aber sie hörte die Töne, die Dauer der Stille, die Art, wie Rodrigos Stimme sich änderte, wenn er mit dieser Frau sprach. Sie kannte diese Stimme. Es war die Stimme, die Rodrigo ihr gegenüber nicht mehr benutzte. Isabela kehrte geräuschlos ins Zimmer zurück, legte sich ins Bett, schloss die Augen und begann mit der Kälte einer Person zu kalkulieren, die bereits entschieden hatte, dass die Zeit des Beobachtens vorbei war. Am nächsten Tag beauftragte Isabela Luciana damit, den Schrank am Gästezimmer aufzuräumen. Eine unnötige Arbeit in einem Zimmer, das niemand benutzte. Luciana ging, ohne zu fragen. Als sie drinnen war, schloss Isabela die Tür von außen ab. Luciana hörte das Klicken, blieb einen Moment still, dann versuchte sie, den Türknauf zu drehen. Verschlossen. Sie klopfte ruhig zweimal. »Frau Isabela.« Stille. »Frau Isabela, die Tür ist verschlossen.« Nichts. Luciana setzte sich an den Bettrand des leeren Zimmers und wartete. Sie wusste, dass dies eine Demonstration war, eine Art, ihr zu sagen, »Ich kann dir das antun, ich kann dich einsperren, wo immer ich will, ich kann dich daran erinnern, wer hier das Sagen hat.« 40 Minuten später rief Doña Amparo Isabela aus ihrem Zimmer und fragte nach Luciana. Und Isabela ging mit aller Ruhe der Welt die Tür des Gästezimmers öffnen. »Wie seltsam«, sagte sie auf das Schloss blickend. »Diese alten Türen verriegeln sich manchmal von selbst.« Luciana ging, ohne etwas zu sagen, aber an diesem Abend, bevor sie Natalia anrief, um mit Samuel zu sprechen, suchte sie auf ihrem Telefon die Nummer der Arbeitsvermittlungsagentur, nicht um zu kündigen, sondern um die Nummer griffbereit zu haben, für alle Fälle. Esteban Peña kehrte am folgenden Freitag in die Wohnung zurück, aber diesmal ging er nicht ins Arbeitszimmer. Er ging ins Wohnzimmer, wo er Doña Amparo allein beim Teetrinken antraf, und setzte sich einen Moment zu ihr, während er auf Rodrigo wartete. »Wie geht es Ihnen, Doña Amparo?« »Alt und klar am Kopf«, antwortete sie. »Das ist die schlechteste Kombination, denn man sieht alles und kann nichts tun.« Esteban lächelte. »Was sehen Sie, was die anderen nicht sehen?« Doña Amparo sah ihn über ihre Brille an, mit jener Geduld, die sie für Leute hatte, die Fragen stellen, deren Antwort sie bereits kennen. »Ich sehe, dass mein Sohn eine Frau geheiratet hat, die berechnet, was dieses Haus wert ist.« Eine Pause. »Und ich sehe, dass es eine andere Frau in diesem Haus gibt, die versucht, meinen Sohn nicht zu lieben.
und das sehr schlecht macht. Esteban stellte die Tasse auf den Tisch. Haben Sie Rodrigo etwas davon erzählt? Ich habe ihm gesagt, dass die Dinge nicht gleich bleiben, dass sie besser oder schlechter werden. Sie seufzte. Es scheint, Sie haben sich entschieden, erst schlimmer zu werden, bevor Sie besser werden. Und was empfehlen Sie, Doña Amparo? Sie dachte einen Moment nach, dass jemand Luciana Prado fragt, was sie in diesem Haus gesucht hat. Er sah sie direkt an. Denn sie kam nicht nur, um Böden zu putzen. Das weiß ich vom ersten Tag an. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass es auch jemand anderes weiß. Was Isabela nicht wusste, war, was Luciana bereits entdeckt hatte. Es war 3 Tage zuvor gewesen, an einem Freitagnachmittag. Luciana putzte die Terrasse, als sie Isabela am angrenzenden Wohnzimmer telefonieren hörte. Die Tür einen Spalt offen und die Stimme laut genug, dass die Worte zwar lose, aber erkennbar ankamen. Sie hörte nicht alles. Sie hörte genug. Stiftungen, die Güterstandsklausel, bevor Rodrigo seine Position ändert. Luciana hörte auf zu fegen. Sie hörte noch 2 Minuten lang zu. Dann fegte sie weiter, als hätte sie nichts gehört. An diesem Abend rief sie Natalia nicht an. Sie blieb in ihrem Zimmer mit dem Telefon in der Hand, die Decke anstarrend, tat das, was sie tat, wenn sie klar denken musste, Informationen ordnen, als wäre es ein Text, den man strukturieren muss. Was sie gehört hatte, war kein Paargespräch. Es war ein Strategiegespräch. Isabela plante etwas, das mit Rodrigos Geld, mit den Vermögenswerten seiner Firma zu tun hatte, und sie plante es, bevor sich etwas ändern würde. Das Dilemma war so alt wie die Welt und so unmöglich wie immer. Was tat Luciana damit? Wenn sie nichts sagte, würde Rodrigo verlieren, was er in Jahren aufgebaut hatte. Und er würde es verlieren, ohne es zu wissen, ohne sich verteidigen zu können. Wenn sie etwas sagte, müsste sie erklären, wie sie es wusste. Und zu erklären, wie sie es wusste, bedeutete zu erklären, warum sie darauf achtete, was Isabela am Telefon sagte. Und Isabela hatte das Foto, sie hatte die Geschichte des Kurses, sie konnte eine Erzählung konstruieren, die Rodrigo vielleicht glauben würde, weil es einfacher war als die Wahrheit. Und wenn sie es erklärte, musste sie auch alles andere erklären. Samuel, den Brief, warum sie wirklich in dieses Haus gekommen war, alles auf einmal, ohne Vorbereitung. Luciana schloss die Augen, dachte an Samuel, der mit dieser Stimme voller Gewissheit sagte, »Mama, komm«, sie dachte an Rodrigos Brief. In dem stand, »Es gibt etwas, das du wissen musstest«. Sie dachte an Doña Amparo mit der Brille auf dem Boden und den zitternden Händen, und sie beschloss, zu warten, nicht aus Feigheit, sondern weil sie mehr wissen musste, bevor sie sprach. Denn wenn sie diese Tür öffnen würde, musste sie mit allem, was dazu gehörte, öffnen, nicht nur halb. Die Gelegenheit kam von selbst, wie Dinge oft kommen, wenn man sie nicht mehr dringend sucht. Am folgenden Mittwoch ging Isabela wie immer um 10 Uhr. Rodrigo war auf einer Baustelle. Doña Amparo machte ihren Mittagsschlaf. Luciana räumte gerade das Arbeitszimmer auf, als sie sah, dass Isabelas Laptop am Wohnzimmer auf dem Sofa offen geblieben war, nicht gesperrt. Mit eingeschaltetem Bildschirm. Sie blieb am Eingang des Wohnzimmers stehen. Sie trat nicht ein. Sie blieb auf der Schwelle stehen und blickte aus der Entfernung auf den Bildschirm. Sie konnte nicht lesen, was da stand, aber sie konnte sehen, dass ein E-Mail-Fenster offen war und dass der Name in der Kopfzeile der letzten Nachricht kein Name war, den sie erkannte. Gerardo Rios. Betreff: Zusätzliche Dokumentation. Phase 2. Luciana blickte in den Flur. Sie blickte auf den Bildschirm, blickte noch einmal in den Flur, trat nicht ein. Sie kehrte ins Arbeitszimmer zurück und putzte weiter, aber sie merkte sich den Namen, und an diesem Abend suchte sie von ihrem Zimmer aus Gerardo Rios der Fürst, am Internet, Anwalt Bern, Spezialist für Vermögensstreitigkeiten und Gütertrennung. Da war alles. Sie brauchte die E-Mail nicht zu sehen. Mit dem Namen und der Spezialisierung war es genug, um das gesamte Bild zu verstehen. Esteban Peña kam an diesem Mittwochnachmittag in die Wohnung, als Isabela noch nicht zurück war. Er fragte nach Rodrigo. Luciana sagte ihm, dass er nicht da sei. Esteban nickte. Dann blieb er, anstatt zu gehen, einen Moment am Eingang stehen. »Darf ich Sie etwas fragen?« sagte er. Luciana sah ihn an. Es war das erste Mal, dass er direkt mit ihr sprach. »Sicher. Geht es Ihnen hier gut?« Es war eine seltsame Frage, von wem sie kam. Luciana hielt sie einen Moment fest, bevor sie antwortete. »Ja, sicher. Warum fragen Sie das, Herr Dr. Peña?« Esteban musterte sie einen Moment mit dem Blick eines Anwalts, der weiß, dass die Antworten weniger wichtig sind als das Ungesagte. »Weil Doña Amparo mich gebeten hat, Sie zu fragen. Eine Pause. Und weil ich Rodrigo Castellanos seit 12 Jahren kenne und es etwas in diesem Haus gibt, das nicht stimmt. Und ich bin nicht der Einzige, der es sieht.« Luciana schwieg. »Wenn Sie irgendwann mit jemandem sprechen müssen«, sagte Esteban und legte seine Visitenkarte auf den Tisch am Flur, »rufen Sie mich an, nicht als Rodrigos Anwalt, sondern als jemand, der möchte, dass die Dinge gut ausgehen.« Er ging.
Luciana nahm die Karte, sah sie an, steckte sie zusammen mit dem Telefon in ihre Schürzentasche. An diesem Abend rief sie Natalia an. Sie wartete nicht bis zur Nacht. Sie rief um 4 Uhr aus ihrem Zimmer an, die Tür geschlossen und das Telefon fest ans Ohr gedrückt. »Nati, ich muss dir etwas erzählen. Was ist passiert?« »Nichts Schlimmes«, atmete sie. »Ich habe Rodrigo von Samuel erzählt.« Die Stille am anderen Ende dauerte mehrere Sekunden. »Und?«, sagte Natalia schließlich, mit dieser Stimme, die 4 Jahre lang das Gewicht ihrer Schwester getragen hatte, ohne dass Luciana immer darum bat. »Und ich weiß es noch nicht, aber er weiß es und hat nicht so reagiert, wie ich befürchtet hatte.« »Wie hat er reagiert?« Luciana brauchte einen Moment, um ruhig zu antworten. Mit Ruhe, mit Respekt. Sie machte eine Pause. »Er hat mich gebeten zu bleiben.« Natalia sagte einen Moment lang nichts. »Lu, sag mal, du trägst seit 3 Jahren diesen Brief von ihm gefaltet in deiner Tasche. Du bist seit 6 Monaten in diesem Haus und sagst dir, dass du nur wegen der Arbeit hier bist.« Ihre Stimme war sanft, aber direkt. »Wie lange noch willst du dich davon überzeugen, dass du nicht willst, was du willst?« Luciana traf die Präzision ihrer Schwester schmerzlich. »Es ist kompliziert, Nati. Alles ist kompliziert. Samuel war auch kompliziert. Und hier sind wir. Eine Pause. Soll ich ihn dir bringen? Wenn? Samuel. Soll ich ihn nach Zürich bringen?« Luciana schloss die Augen. Das Bild kam von selbst. Samuel in dieser großen Küche. Samuel mit Doña Amparo und ihrer Brille und ihrem Buch. Samuel sagte, »Mama«, mit dieser Stimme absoluter Gewissheit, die Kinder haben, bevor die Welt ihnen den Zweifel lehrt. »Noch nicht«, sagte sie. »Aber bald.« »Wie bald ist bald?« »Bald ist bald, Nati.« Ihre Schwester atmete aus. »In Ordnung.« Und dann sanfter, »Geht es dir gut?« Luciana blickte auf die Wand ihres Zimmers, das kleine Zimmer I am hinteren Teil der Wohnung, wo sie 6 Monate lang mit einem gefalteten Brief I am Rucksack geschlafen hatte. »Mir geht es besser als gestern«, sagte sie. »Das ist schon mal etwas.« Rodrigo ging ins Zimmer seiner Mutter. Er setzte sich ihr gegenüber, wie als Kind auf dem niedrigen Stuhl, den außer ihm niemand benutzte, und schwieg einen Moment, auf den Boden blickend. »Doña Amparo Huartete, Mama, sag mir, warum hast du mir nicht früher gesagt, was du gesehen hast, dass mit Isabela was passierte?« Die alte Frau dachte ehrlich nach. »Weil ich es dir gesagt habe. Ich habe dir gesagt, dass die Dinge sich verbessern oder verschlechtern, dass sie nicht gleich bleiben.« Sie machte eine Pause. »Aber es gibt Dinge, die ein Sohn selbst sehen muss, Rodrigo. Wenn ich es dir alles sage, siehst du es nicht. Du hörst es nur. Und hören ist nicht dasselbe wie sehen. Und das mit Luciana?« Doña Amparo lächelte. »Das mit Luciana habe ich vom ersten Tag an gesehen, seit sie mit 2 Tassen Kaffee in dieses Zimmer kam und sich zu mir setzte, ohne dass ich sie 2-mal bitten musste. Und du hast mir auch nichts gesagt?« »Auch nicht.« Sie sah ihn direkt an. »Denn auch das ist nichts, was man sagt. Es ist etwas, das man sieht, wenn man bereit ist, es zu sehen.« Rodrigo nickte langsam. »Sie hat einen Sohn«, sagte er. »Ich weiß, du wusstest es. Ich wusste es nicht. Ich ahnte es. Es gibt Dinge, die nur eine Erklärung haben. Und im Fall von Luciana war die Erklärung immer, dass sie etwas trug, das sie zu sehr liebte, um leicht darüber zu sprechen.« Rodrigo sah den Anhänger an, den seine Mutter um den Hals trug. »Er heißt Samuel«, sagte er. Doña Amparo schloss für eine Sekunde die Augen. »Samuel«, wiederholte sie. »Wie alt ist er?« Eine kurze, warme Stille. »Ich möchte ihn kennenlernen«, sagte sie einfach. Rodrigo blickte auf. »Mama, es gibt noch viele Dinge, die...« Rodrigo unterbrach sie sanft. »Ich bin 74 Jahre alt und sitze im Rollstuhl. Und die Zeit, die Gott mir geben will. Ich habe keine Zeit zu warten, bis die Dinge perfekt sind, um die Menschen kennenzulernen, die mir wichtig sind.« Rodrigo sah sie einen Moment an, dann beugte er sich vor und küsste sie auf die Stirn. »Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Sohn.« Und als er sich bereits erhob, »Rodrigo, was ist? Diesmal verliere sie nicht.« Sie sagte es nicht als Vorwurf, sie sagte es als die letzte wichtige Sache, die eine Mutter ihrem Sohn sagt, wenn sie weiß, dass sie es nicht wiederholen muss. Rodrigo schaltete das Licht aus und schloss die Tür. Und am Flur blieb er einen Moment mit geschlossenen Augen und etwas in der Brust, das kein Schmerz war, aber ihm ähnelte das Gewicht all dessen, was es gekostet hatte, hierher zu kommen. Dann ließ er es los und ging weiter. Der Ort, an dem du immer sein solltest. 3 Wochen später erwachte Zürich mit Sonne. Nicht die schüchterne Sonne der grauen Tage, die kaum wärmt. Die echte Sonne, die klar von den Bergen herabkommt und die Wohnungen durch die großen Fenster füllt und selbst gewöhnliche Dinge anders erscheinen lässt. Luciana war in der Küche, als sie die Türklingel hörte. Natalia kam mit Samuel an der Hand. Der Junge betrat die Wohnung mit jener Ernsthaftigkeit, die Kinder von fast 3 Jahren haben, wenn sie an einem neuen Ort sind, alles beobachtend, bewertend,
die Hand seiner Tante noch nicht loslassend. Er hatte die Locken seiner Mutter und die dunklen Augen und diese Art zu stehen, mit fest auf dem Boden stehenden Füßen, die Luciana erkannte, obwohl sie nicht wusste, woher sie kam. »Samuel«, sagte Luciana sich vor ihm kniend. Der Junge sah sie eine Sekunde lang an und ließ dann Nathalies Hand los und ging direkt auf sie zu. »Mama«, Luciana umarmte ihn mit beiden Armen fest, mit jener Art von Umarmung, die kein Gruß, sondern eine Anerkennung ist. Samuel vergrub sein Gesicht in ihrem Hals, und sie schloss die Augen und atmete. Und für einen Moment ergab die gesamte Architektur der letzten Monate, die Monate des Alleintragens und Alleinkalkulierens und Alleinentscheidens, endlich einen Sinn. Natalia beobachtete sie vom Eingang aus mit diesem Lächeln einer älteren Schwester, die dies lange erwartet hatte. »Hallo«, sagte sie leise. »Hallo, Nati.« Luciana stand mit Samuel auf den Armen auf. »Danke, dass du gekommen bist.« »Wie hätte ich nicht kommen sollen?« Rodrigo kam mittags in der Wohnung an. Er kam von einem Meeting mit Esteban. Die Dinge mit Isabella entwickelten sich in die richtige Richtung. Die vorsorgliche Maßnahme bezüglich der Vermögenswerte war akzeptiert worden. Die Akte von Gerardo Rios war offiziell ans Licht gekommen und es gab Anzeichen, dass Isabella, das Terrain bewertend, eine außergerichtliche Einigung in Erwägung zog. Esteban handhabte es mit der Effizienz dessen, der seit 12 Jahren darauf wartet, alles, was er weiß, nutzen zu können. Rodrigo öffnete die Wohnungstür und hörte eine Stimme, die er in diesem Haus noch nie gehört hatte. Eine kleine Stimme. Vom Wohnzimmer aus folgte er dem Klang. Im Wohnzimmer saß Doña Amparo in ihrem Rollstuhl am niedrigen Tisch und vor ihr, auf dem Boden mit gekreuzten Beinen und außergewöhnlicher Ernsthaftigkeit, saß ein lockenköpfiger Junge, der mit absoluter Konzentration die Schachfiguren betrachtete, die die alte Dame auf dem Brett arrangiert hatte. »Dieser hier«, sagte Doña Amparo, nahm einen Springer und stellte ihn vor den Jungen. »Heißt Springer. Kannst du Springer sagen?« Der Junge nahm ihn mit beiden Händen. »Pferd«, sagte er, fast. »Springer, Springer.« Doña Amparo lächelte mit einer Geduld und Wärme, die Rodrigo seit Jahren nicht mehr bei ihr gesehen hatte, vielleicht seit er selbst ein Kind war. »Für heute reicht es«, sagte sie. »Der Springer gehört dir.« Samuel presste die Figur mit absoluter Zufriedenheit an sich. Rodrigo blieb am Eingang des Wohnzimmers stehen, ohne etwas zu sagen. Doña Amparo blickte auf und sah ihn, und in ihrem Ausdruck lag etwas Ruhiges und Vollständiges, wie das Gesicht, das jemand macht, wenn etwas, das er lange erwartet hatte, endlich genauso geschieht, wie er es erwartet hatte. »Du bist schon da«, sagte sie einfach. »Ich bin da, Mama.« »Samuel, dieser Herr ist der Besitzer des Springers.« Der Junge blickte zu Rodrigo auf. Er musterte ihn mit diesem direkten Blick, den Kinder haben, bevor sie lernen, ihre Gedanken zu verbergen. »Meins«, sagte Samuel und drückte die Figur fester. Doña Amparo lachte kurz und aufrichtig. »Auch Rodrigos.« »Es gehört dir«, sagte Rodrigo. »Behalte es.« Samuel nickte mit der Zufriedenheit eines Menschen, der gerade eine Verhandlung zu seinen Gunsten abgeschlossen hat, und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Brett zu. Luciana fand sie so vor, als sie von Nathalies Verabschiedung zurückkam. Sie blieb am Eingang des Wohnzimmers stehen. Rodrigo sah sie vom anderen Ende des Zimmers an. Doña Amparo mit ihrem ruhigen Lächeln. Samuel auf dem Boden mit dem Schachspringer fest in den Händen. Es war ein Bild, das sie nicht geplant, das sie nicht kalkuliert hatte, das in keines der Szenarien passte, die sie in all diesen Monaten des Abwägens und Kontrollierens und mit dem Kopf Entscheidens aufgebaut hatte, was das Herz schon längst entschieden hatte. »Wie war's?« fragte Rodrigo sie. »Gut«, sagte sie. »Esteban hat angerufen, als du gerade kamst. Er sagte, ich solle dir sagen, dass der Richter heute Morgen unterschrieben hat. Ich weiß, ich habe bereits mit ihm gesprochen.« Ein kurzer Moment. Normal, so normal, dass es ein wenig schmerzte, wie viel es gekostet hatte, dorthin zu gelangen. Samuel blickte vom Brett auf. »Mama«, sagte er, Pferd. »Ich sehe, mein Liebling. Meins. Deins. Ja.« Der Junge wandte sich zufrieden dem Brett zu. Doña Amparo sah die beiden mit jener Gelassenheit an, die jemand hat, der genug erlebt hat, um zu wissen, wann etwas an seinem Platz ist. »Ich werde mich etwas ausruhen«, verkündete sie und legte ihre Hände auf die Armlehnen des Stuhls. »Samuel, begleitest du mich?« Der Junge stand vom Boden auf, den Springer immer noch in der Hand, und ging ohne zweimaliges Bitten neben den Stuhl. Am Flureingang hielt die alte Dame inne und blickte noch einmal zurück. Sie sagte nichts, sah sie nur an und ging weiter. Rodrigo und Luciana blieben allein am Wohnzimmer. Die Nachmittagssonne fiel durch die großen Fenster und gab allem diese Qualität von Dingen, die bereits geschehen sind und keiner Erklärung bedürfen. Rodrigo ging zu ihr, nicht eilig, mit jener Ruhe der Entscheidungen, die bereits getroffen sind und nur noch auf den Moment warten, benannt zu werden. »Was passiert jetzt?« fragte Luciana.
Es war die gleiche Frage wie immer, die sie seit dem ersten Tag, an dem sie durch diese Tür gegangen war, stillschweigend gestellt hatte. Jetzt passieren viele Dinge, sagte Rodrigo. Die Scheidung wird Zeit brauchen. Die rechtliche Situation wird ein paar Monate kompliziert sein. Er machte eine Pause. Samuel braucht einen stabilen Ort. Sie müssen aufhören zu leben, als würden sie jeden Moment gehen. Ich weiß nicht, wie man anders leben soll. Ich weiß. Er machte einen weiteren Schritt. Deshalb bitte ich Sie, es hier zu lernen. Wo kann ich es lernen? Luciana sah ihn an. Sie hatte 3 Jahre lang eine gefaltete Notiz in ihrer Tasche getragen. Sie hatte 6 Monate lang gesagt, dass sie nur wegen der Arbeit hier sei. Sie hatte ihr ganzes Erwachsenenleben gelernt, dass man schwierige Dinge allein tragen muss, weil um Hilfe zu bitten ein Luxus war, den sie sich nicht immer leisten konnte. Und jetzt war sie hier in diesem Wohnzimmer, die Sonne fiel durch die Fenster, ihr Sohn lernte, Springer zu sagen, am Zimmer einer alten Dame, die ihn in 5 Minuten adoptiert hatte, mit einem Mann, der ihr sagte, sie solle bleiben, auf eine Weise, die keine Schuld oder Mitleid oder Verpflichtung war. Es war eine Wahl. Rodrigo, sagte sie, sagen Sie mir, wann Sie aufhören, mein Chef zu sein. Er wartete. Wir müssen über viele Dinge sprechen. Alles, was Sie wollen. Auch schwierige Dinge. Und ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich auch nicht. Er sah sie an. Aber ich weiß, dass ich es herausfinden möchte. Und ich weiß, dass der einzige Weg, es herauszufinden, ist, dass keiner von uns beiden auf die Ausgangstür schaut, während wir reden. Luciana senkte einen Moment den Blick. Dann hob sie ihn. In Ordnung, sagte sie. Es war kein Filmende. Es gab keine Musik oder dramatische Geste. Es war nur das. 2 Menschen, die in einem Wohnzimmer mit der Nachmittagssonne in Ordnung sagten, mit einem Kind am Nebenzimmer, das die Namen der Schachfiguren lernte, mit allem Komplizierten noch vor ihnen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sich das nicht wie eine Bedrohung an. An diesem Abend, nachdem Samuel in dem Zimmer eingeschlafen war, das Luciana für ihn vorbereitet hatte, mit den Dingen, die Natalia am Koffer mitgebracht hatte, ging Luciana zum Wohnzimmerfenster. Zürich leuchtete unten, die Berge dunkel und ruhig am Hintergrund, dieselbe Landschaft wie immer, aber von einem anderen Ort aus gesehen, vom Ort eines Menschen, der bleibt. Rodrigo kam ins Wohnzimmer und blieb neben ihr stehen. Sie sagten einen Moment lang nichts. »Schläft er?« fragte er. »Wie ein Stein.« Es dauerte 5 Minuten. Eine Pause. »Er hat deine Energie, nur umgekehrt. Du hörst nicht auf, bis du ganz aufhörst.« Rodrigo sah sie an. Es war der erste Witz, das erste Unkalkulierte, was gesagt wurde. Luciana bemerkte es am selben Moment, als sie es sagte, und wusste nicht, ob sie lachen sollte oder nicht. Rodrigo lächelte langsam. 3 Jahre, und du kennst mich nur durch eine Notiz und einen Brief, sagte er. Und wie du über Bauen schreibst, wenn du in Wirklichkeit über Angst schreibst. Er atmete mit etwas, das fast ein Lachen war, aus. Das war vor 4 Jahren. Die Menschen ändern sich nicht so sehr. Nein, sie sah ihn an. Sie ändern sich nicht so sehr. Die Stille, die folgte, war von der Art, die nicht belastet. Von der Art, die man bewohnen kann, ohne dass es etwas kostet. Draußen ging Zürich weiter. Die Autos, die Lichter, der Lärm, gedämpft durch das Glas, die Welt funktionierte mit ihrer üblichen Gleichgültigkeit gegenüber den kleinen und riesigen Dingen, die in den Wohnungen geschehen. »Morgen«, sagte Luciana, »müssen wir über das Praktische sprechen. Morgen und übermorgen auch. Auch. Und es wird schwierige Tage geben, viele wahrscheinlich. Und Samuel hat einen meisterhaften Wutanfall, wenn er nicht genug schläft.« Rodrigo sah sie von der Seite an. »Das schaffe ich. Du weißt nicht, was du sagst. Wahrscheinlich nicht. Eine Pause. Aber ich will es wissen.« Luciana sah ihn an. Sie hielt diesen langen Blick einen Moment fest, ohne zu eilen. »Gott«, sagte sie schließlich. Und dieses einzige Wort, ohne Drama und ohne unmögliche Versprechen gesprochen, war genug. Denn manchmal passen die größten Dinge nicht in große Sätze. Manchmal passen sie genau da hinein, in ein ehrlich gemeintes Gut, vor einem Fenster mit einem Kind, das am Nebenzimmer schläft, und einer alten Dame, die das Ende bereits kannte, bevor einer von ihnen es sah. Doña Amparo hielt in ihrem Zimmer den Anhänger in der Dunkelheit zwischen ihren Fingern. Sie betete nicht, sie dachte nur nach. Sie dachte an ihren Mann, der ihr einmal gesagt hatte, dass Familien nicht immer von Anfang an vollständig sind, dass sie manchmal langsam mit Stücken zusammenwachsen, die nicht zu passen scheinen, bis sie plötzlich passen. Sie dachte an Samuel, der mit dieser Ernsthaftigkeit eines Kindes, das alles ernst nimmt, Springer, sagte. Sie dachte an Rodrigo, der Luciana mit diesem Ausdruck ansah, den sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Sie dachte daran, dass 74 Jahre ausreichen, um viele Dinge zu sehen, die nicht gut ausgehen, und auch ab und zu die, die es tun. Sie schloss die Finger um den Anhänger. »Jetzt«, sagte sie in der Dunkelheit, ganz leise, als ob sie mit jemandem spräche, der nicht am Zimmer war, den sie aber trotzdem nahe spürte.
Jetzt. Und sie schlief ein mit der Ruhe derer, die genug gesehen haben, um zu wissen, dass diesmal die Dinge gut ausgingen.